Wenn du auf dem WC bist, machst du was? Logisch. Zack, spülen und das dreckige Wasser, das verschwindet, landet dann irgendwann in der Kläranlage. Und anhand von diesem dreckigen Wasser kann man herausfinden, ob die Corona-Zahlen in der Schweiz wieder raufgehen oder eher zurück. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Und den Beweis gibt es jetzt in deinen SRF Kindernews. Das ist deine Ladung SRF Kindernews, einmal pro Woche neu. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und es gibt gute Nachrichten. Die Corona-Zahlen in der Schweiz gehen wieder zurück. Wie viele Leute das sich in unserem Land mit dem Virus anstecken, das kann man zum einen herausfinden mit dem Corona-Test. Kennst du vielleicht, wo man so mit einem Stäbchen in die Nase raufgeht? Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, um zu schauen, ob die Zahlen zurückgehen oder wieder raufgehen. Und die fängt im WC an. Jedes Mal, wenn du auf dem WC bist und spülst, landet das Wasser da, in einer sogenannten Kläranlage. Von dem Wasser nimmt man einen kleinen Teil raus und bringt ihn in ein Labor. In diesem Labor arbeitet Anina Kull. Sie testet das Wasser aus der ganzen Schweiz. In dieser Probe ist jetzt Abwasser und in diesem Fall ist das von Lugano. In diesem Wasser hat es ziemlich sicher noch Spuren vom Coronavirus. Gefährlich ist es aber nicht mehr. Das Virus ist schon längstens in kleine Teile verkehrt. Die Anina füllt das Dreckwasser jetzt in kleine Portionen ab. Damit man das Coronavirus im Wasser auch findet, braucht man unter anderem eine spezielle Maschine, eine sogenannte Zentrifuge. Das Gerät tut die allerkleinsten Teile, die im Wasser sind, sammeln und zueinander bringen. Auch wenn man es nicht sieht, da drin hat es tatsächlich noch Stückchen vom Coronavirus. Es hat nur noch ganz viele kleine Stückchen von diesem Virus und die Stückchen sind wirklich so klein, dass man sie unmöglich sehen kann. Und darum müssen wir relativ viel Arbeit machen, um die sichtbar zu machen. Dank dieser Maschine sieht Anina Kull, wie viele Stückchen vom Coronavirus das es in dieser Wasserprobe drin hat. Wir sehen jetzt hier eigentlich ganz viele kleine Blöterchen. Und dann sehen wir recht gut, dass ein paar von denen so leuchten und die anderen nicht. Und die leuchten, bei denen haben wir jetzt also eigentlich ein Stückchen von dem Coronavirus gefunden. Der Test hat einen grossen Vorteil. Im Abwasser kann man nämlich schon sehr früh sehen, ob die Zahl der Menschen, die das Virus haben, steigt oder sinkt. Also schon bevor die Leute krank werden und sich testen lassen. Und der Abwassertest könnte in Zukunft auch noch für andere Sachen gebraucht werden. Man kann das natürlich auch für viele andere Krankheiten benutzen und nicht nur für das Coronavirus. Und darum hoffen wir schon, dass das eine gewisse Zukunft hat und auch wenn das Corona mal nicht mehr gibt, dass man dann halt andere Krankheiten nachweisen kann. Du siehst also, das Wasser, das du das WC abspülst, hilft der Wissenschaft, Informationen über die Gesundheit der Bevölkerung zu sammeln. Hey, wie geht's? Das wäre eine Umarmung. Und so hat das etwa ausgesehen vor Corona, wenn ich den Freunden oder der Familie Hallo gesagt habe. Aber eben, seit 1,5 Jahren ist das Virus in unserem Leben und seitdem ist nichts mehr mit Umarmen und Handgeben. Aber wieso begrüßen wir uns eigentlich und kommt das mit dem Handgeben und mit dem Umarmen irgendwann wieder zurück? Das haben wir nachher gefragt. Die Hände schütteln, ein High Five oder ein Fistbump. So begrüßen wir uns. Urte Scholz arbeitet an der Uni Zürich und weiss genau, wieso wir das machen. Wir drücken damit eigentlich eine Zugehörigkeit aus. Dass wir also wissen, dass man sich in der Schweiz, wenn kein Corona ist, die Hand gibt. Und damit zeigen wir, dass wir dazugehören und dass wir das kennen. Und genauso auch, wenn man andere Begrüßungsrituale hat, wie zum Beispiel irgendwie High Five geben, dann zeigen wir, dass wir zu dieser Gruppe gehören. Während der Corona-Zeit hat sich alles verändert. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass wir nicht die Hände schütteln oder sich umarmen. Nicht ganz einfach. Das verunsichert vielleicht auch ein bisschen. Was es auch mit uns macht, ist, dass wir das vielleicht auch sehr vermissen. Also wenn wir jemanden, den wir gerne haben, nicht mehr umarmen können, dann fehlt uns das vielleicht auch richtig. Schon während der spanischen Grippe vor über 100 Jahren haben viele Leute aufgehört, Hände zu schütteln.
Und trotzdem ist die Begrüßung nach der Pandemie mal wieder zurückgekommen. Das Gleiche werde auch nach der Corona-Pandemie passieren, glaubt Urte Scholz. Also ich ganz persönlich glaube ja, die kommen wieder zurück und zwar alleine schon deswegen, weil wir uns so darauf freuen, dass wir uns dann endlich wieder näher kommen können. 200'000 Franken, das ist sehr viel Geld, wo man sich ganz viele schöne Sachen damit posten könnte. Aber man kann sich auch eine einzige Pokémon-Karte damit kaufen. Klingt krass, ist aber wirklich so passiert. Pokémon, das sind Fantasiewesen, die unter anderem dank Trickfilm weltbekannt worden sind. Aber es gibt eben zum Beispiel auch Sammel- und Spielkarten davon und das seit 25 Jahren. Mein Kollege der Raffi wollte mal wissen, ob auch er dank dieser Sammelkarten reich wird. Salut! Gern Pokémon-Sammelkarten. Ich glaube, ich nehme mal 3. Wenn ich die richtigen verwünsche, das wird gehen. Hoffen wir. 2070. 2070 ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ihr dann hoffentlich den Wert habt damit. Jetzt ab zum Experten mit, wo mir dann hoffentlich sagt, dass ich genau die richtigen Typ habe, die richtigen Karten. Marcel, gell? Ja, stimmt das? Du bist mein Pokémon-Experte. Ja. Mein Pokémon. Ich bin sehr, sehr darauf gespannt, was du mir alles zu zeigen hast. Da haben wir den Bisaflor. Der Bisaflor heisst der hier. Der hat etwa 6'000 Franken wert. 6'000 Franken wert. Da ist alles Plastik rundum, damit die Karte halt nicht mehr kaputt gehen kann. Wie kommt so eine Karte denn einen Wert von 6'000 Franken über? Weil es ist einfach ein Stück Karton mit ein bisschen so. Farbe drauf. Die Karte ist halt schon 25 Jahre alt und sieht noch aus wie neu. Die sind nicht so häufig gesehen, sehr, sehr selten. Und weil die Kinder halt damit gespielt haben, ohne Hülle dazumal noch, gibt es nicht viele Karten, die in so gutem Zustand sind. Je weniger braucht das eine Karte ist, desto grösser ist dann auch die Chance, dass sie noch einen Wert hat. Genau, das ist es so. Und der andere Grund ist, dass viele Influencer, YouTuber jetzt so Display gekauft haben und aufmachen und allen Leuten zeigen. Okay, so sieht es aus, da, wenn die Päckchen beim Logan Paul aufgemacht wären. Das ist ein Hype und jeder springt auf den Zug auf und alle wollen das machen. Und ich werde beim Zuschauen auch nervös. Ja. Das ist eine teure Karte. Die rastet wirklich komplett aus. 10'000 Franken oder mehr. Jetzt kann ich natürlich gut nachvollziehen, wieso dass, so viele jetzt Pokémon-Karten kaufen und sammeln und weiterverkaufen, wenn ich das hier sehe. Klar, das sind eben die alten Päckchen, die teure Karten drin haben. Ich probiere mein Glück jetzt trotzdem mit den neuesten. Mit zittrigen Fingern. Was habe ich jetzt hier? Ein Ultrigaria. Könnte jetzt dann etwas teuer sein? Das könnte ein bisschen etwas wert sein. Sieht jetzt irgendwie leicht beknackt aus. Oder heisst zumindest so. Gefährlicher Schleim. Die Seite hier heisst Card Market. Da sieht man, wie wertvoll der gefährliche Schleim ist. Ich bin so gespannt drauf, was für einen Wert die Karte jetzt zumindest hat. Da ist er. Genau, da ist er. Etwa 20 Rappen. 20 Rappen? Ja, genau. Leider nur 20 Rappen. Ah, Mann. Okay, das ist... Alles Gute. Sorry. Marcel, mach's gut. Baba, ciao. 20 Franken ausgeben für 3 Päckchen und ja, nicht einmal ansatzweise so viel wieder reingeholt. Aber hey, vielleicht haben ja bei dir schon Mami und Papi Pokémon-Karten gesammelt. Darum einfach mal nachschauen und je nachdem ein paar tausend Franken auf dem Estrich entdecken. Ich wünsche dir viel Glück dabei und sowieso einen schönen. Baba. Also reich geworden ist er nicht, heisst, der Raffi muss weiterhin arbeiten und zum Beispiel coole Sachen herausfinden für dich, wie schmecken eigentlich Hamburger aus Mehlwürmer? Dieser Frage ist er schon nachgegangen. Und diese Folge von Raffi Rafts findest du wie auch alle SRF Kindernews-Folgen bei uns auf YouTube unter SRF Kids. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns dort abonnierst und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder.